Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal live aus dem Stream. Ja, die Pressekonferenz vor dem Champions League Rückspiel, diesmal mit Vincent Kompany. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Schauen wir mal, ob wir recht behalten. So, man sollte einen Ton noch machen, ne? Ja, ich finde, wenn man Trainer ist von Bayern, ist es manchmal mental immer ein bisschen einfacher, glaube ich. Weil das Einzige, was man hier immer will, ist siegen, gewinnen. Und man kann jetzt nicht in dieses Spiel reinkommen. Und natürlich am Ende wollen wir die Ergebnisse holen, die uns in die nächste Runde weiterbringt. Aber wenn ich jetzt anfange, wenn wir ein Spiel anfangen, können wir nur anfangen mit als Hauptpriorität, dass wir das Spiel gewinnen. Und das hat auch seine eigene Geschichte. Auf der rechten Seite Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Trainer, heute im Laufe des Tages ist die Diagnose bei Florian Wirtz rausgekommen. Er hat sich schwerer verletzt, wird für mehrere Wochen ausfallen. Inwiefern hat das Ihre Planungen, Ihre Gedanken für das Spiel morgen verändert? Weißt du, das ist genau wie umgekehrt. Diese Fragen, ey. Weiß ich nicht. Sorry. Das sind Fragen, Alter, die kannst du dir gefallen lassen, wenn es früher mal über einen Messi ging oder über einen Ronaldo oder über Ibrahimovic oder keine Ahnung, ja. Ey, nichts gegen Wirtz und so, ist ein super wichtiger Spieler, gar keine Frage, und ich hätte ihn super gerne bei uns in der Mannschaft. Aber was soll das jetzt bei uns ändern? Ja, wahrscheinlich hat Opa nicht nochmal ein extra Auge auf einen extra Spieler und das war's. Ja, das ist doch jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, der Florian Wirtz spielt, oh, da müssen wir jetzt aber, da stellen wir auf Dreierkette, da spielen wir dann jetzt mit 3 Sechsern, damit ein Palinja extra abgestellt wird für den Wirtz. Haben wir nie getan, werden wir nicht tun. So, ja, was soll sich da jetzt groß ändern? Da wird ein anderer Spieler bei Leverkusen auflaufen. Und wenn wir uns mal angucken, welchen Impuls der Wirtz jetzt im Champions League Hinspiel hatte, der war gleich 0. Ja, also ist es vielleicht auch noch nicht mal unbedingt eine Schwächung für Leverkusen, wenn da jemand anderes aufläuft. Also immer dieses, boah, ey, man hebt eine ganze Mannschaft, ich meine, guckt euch Leverkusens Fußball an. Natürlich ist da Wirtz ein wichtiger Faktor und so weiter, aber Leverkusen ist ja nicht nur Florian Wirtz. Ja, wir reden am Ende immer noch über Mannschaftssport und da musst du schon wirklich ein Ausnahmekönner sein, der eine Mannschaft auf ein ganz anderes Level hebt, wenn er nicht dabei ist. Und ob das schon Wirtz ist in Leverkusen, weiß ich nicht. Dafür gucke ich zu wenig Leverkusen-Spiele. Von daher finde ich diese Fragen, die finde ich immer lächerlich. Weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen. Nehmen Sie da irgendetwas anderes vor? Wie beeinflusst das Ihre Gedanken? Ja, also erstmal, das ist natürlich schade. Ich meine, wir wünschen ihm eine gute Besserung. Ich glaube nicht, dass wir ein Spiel anfangen und hoffen, dass eine Spieler sich verletzt oder so. Also, aber er bleibt natürlich ein Unterschiedsspieler und ich habe das auch oft gesagt, wenn wir spielen, diese Unterschiedsspielen kannst du nicht 1:1 ersetzen. Das ist einfach, das muss das Kollektive oder vielleicht eine andere Idee manchmal beeinflussen, aber ich glaube nicht, dass wir zu viel Unterschied machen können in unserer Vorbereitung. Ich meine, ja. Ich weiß, was für einen Einfluss so ein Spieler haben kann, aber bei uns gibt es noch so viele, ich glaube, es gibt noch so viele andere Spieler, die Qualitäten auf dem Platz, und wir müssen einfach wieder unsere beste Leistung holen, damit wir das Spiel gewinnen. Wie gesagt, ich hoffe, dass Florian sich schnell erholt und dass er wieder Fußball spielen kann. Und jetzt im Moment ist die Priorität auf die Jungs, die morgen spielen, unsere Jungs und die Jungs von den Gegnern. Auf der linken Seite Wie überraschend diese Antwort, oder? Hallo Vincent, beim Bundesligaspiel hier haben Sie 0:0 gespielt und danach hieß es, war gut so, weil wir wollten den Abstand halten zu Leverkusen. Morgen würde auch ein 0:0 reichen. Dürfen wir trotzdem
offensiven und dominanten Bayern-Fußball sehen? Ja, aber ich habe von Anfang an immer gesagt, es ist fast der gleiche Satz, den ich immer sage, wenn eine Mannschaft sich das verdient, dass wir mal tief stehen müssen und verteidigen, dann machen wir das. Und das haben wir in diesem Spiel machen müssen. Und, aber von Anfang an ist das Ziel immer mit unserer besten Leistung das zu machen, was uns bis jetzt hier gebracht hat. Und das ist natürlich morgen genauso. Aber in diesem Spiel haben wir auch gelernt, es passiert immer sehr viel. Das heißt, wir werden sehen, wie die ersten 45 Minuten aussehen und danach noch die zweite Halbzeit. Und die Geschichte werden nicht, glaube ich, so monoton sein, das ganze Spiel. Das wird einiges passieren, das können wir schon erwarten, das ist normal. Auf der rechten Seite Martin Volkmar für... Also wenn das 0-0 ausgehen sollte morgen, dann weiß ich es auch nicht. Also das halte ich auch für ein Unding. Also wir werden auf jeden Fall genug Raum kriegen und ja, Leverkusen wird Attacke gehen von Minute 1 an. Ja. Und entweder wird es so laufen, dass du schnell 1-2 Tore kassierst, dann geht das Gezitter los, oder du fährst halt als erstes einen guten Konter und es steht 1-0 und dann ist alles geritzt. Ja. Wir werden es sehen morgen, ne? Randseid 1. Hallo. Frage zu Michael Olise. Wird er wieder in der Startelf stehen? Und, das für was eine gibt er Frage, der Junge. Und sehen Sie ihn auch? Junge, wie hohl musst du denn als Sportreporter sein, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Der kann doch einfach, wo war der von RAN? Ey, erstmal, dass es RAN noch gibt, Chapeau, war. Aber der kann doch null Ahnung vom FC Bayern haben. Wirklich null. Junge, Alter, was ist das denn für eine Frage? Hat er die Leistung von Leroy und Serge gesehen gegen Bochum? Junge, allein das Argument reicht doch. Braucht doch nicht mehr das Argument zu bringen, dass er vor allein statistisch gesehen der stärkste Außenspieler bei uns ist. Junge. Auch ein bisschen mehr als zentralen Spieler von der Qualitäten her als klassischen Außenstürmer. Ob er spielt oder nicht, das werden wir morgen sehen, aber von Profil her hat er diese Mischung. Ne? Er ist in den Außenbahnen im Moment sehr gefährlich und so hat er auch seine Vorlage gemacht im Hinspiel. Aber er hat auch die Qualität, auch manchmal mehr im Zentrum zu spielen. Das wussten wir schon vorher. Das hat er auch in England so gemacht, manchmal außen, manchmal drin. Und ich glaube, dass dieses Paket in Zukunft wichtig sein wird. Aber ich glaube, er macht sich nicht zu viele Gedanken und leistet einfach im Moment sehr konsistent. Dann auf der linken Seite wieder Torben Hoffmann für Sky. Frage beantwortet, du Birne, Alter. Servus Vincent. Ist es möglicherweise ein kleines Problem, so eine 3-0-Führung, also relativ, ich würde nicht sagen gesettelt, hierher nach Leverkusen zu reisen, aber mit diesem Ergebnis möglicherweise den einen oder anderen Prozentpunkt weniger zu machen? Und welche Herangehensweise erwartest du auch vom Gegner? So ähnlichen Ansatz wie auch beim letzten Mal, der euch so ein bisschen gezwungen hat zu verteidigen? Oder einen anderen Ansatz von Xabi, dass er vielleicht auch mit einem echten Stürmer spielt? Man macht sich als Trainer ja sicherlich Gedanken, wie der Gegner auch agiert. Also wenn der morgen nicht mit dem echten Stürmer spielt, dann musst du den auch entlassen in Leverkusen, oder? Also, ja, also Chapeau, wenn er ohne Stürmer spielt und das klappen sollte, Hut ab, ja, dann ziehe ich alle meine nicht vorhandenen Hüte. Aber normalerweise, Alter, du musst ja morgen Attacke machen, aus Leverkusener Sicht. Du hast doch keine andere Wahl. Und du brauchst halt schon Spieler auf dem Feld, die Tore schießen können, wa? Und das sollte wohl ein Stürmer. Und ja, wie du schreibst, erst recht ohne einen Wirtz, also. Und es ist doch auch dumm, auf einen Stürmer zu verzichten. Ja, also man lernt ganz schnell als Trainer, dass du aus den vergangenen Entscheidungen von einem Trainer sehr, sehr viel lernen kannst, aber du kannst die Zukunft nie 100% wissen. Das ist im Kopf von den Trainer alleine, nicht in keiner andere. Und wir müssen uns vorbereiten, auf was wir uns vorbereiten können und letztendlich auch 100% glauben haben, was wir machen können. Also es geht nicht nur um
das erste Tor vom Leverkusen, es geht auch um das erste Tor von Bayern. Es geht auch um die Zweikämpfe, die wir gewinnen wollen. Es geht um Ja, was das will ich auch schwer hoffen, Alter. wir verteidigen wollen. Und am Ende wird das Spiel entscheiden von Qualität von den Spielern auch. Aber wenn man nur in die Gedanken geht, was die anderen machen, dann passiert es auch irgendwann. Und ich spreche jetzt aus Erfahrung auch. Dann verliert man sich schon mal, wie es ein Pep Guardiola aufgetan hat, ne? Wenn man immer nur denkt, oh, was könnte der Gegner machen, worauf muss ich mich da vorbereiten, hier vorbereiten, da vorbereiten, dann verkopft man schon mal. Und nein, es geht über, was wir machen wollen, wenn wir unsere Tore machen wollen. Und das hat auch einen großen Einfluss auf dieses Spiel morgen. Ja, ist true. Auf der rechten Seite, 4. Reihe bitte, ja. Hallo Company, wie haben Sie die Mannschaft jetzt in den letzten 2 Tagen wahrgenommen, auch heute im Abschlusstraining? Denkt man da noch kurz an die Niederlage am Wochenende oder ist die schon komplett vergessen? Danke. Es gibt natürlich immer eine gewisse Zeit, wo man natürlich, if I can say it in English, so this to make it easier for myself for once, there's always a moment where you have to draw a conclusion. I think to every game, to every defeat, it's really important to not take a defeat into the next game. But that's just a habit you need to have every time. So of course, you have this moment where you want to first conclude the last game and make sure that we can rationalize it. And then after that, the only priority is the next game. And this game, obviously, is easier to put forward as really important, and because the players know. And it wasn't so long ago. And therefore, I think as long as you conclude the last game, you can go into the next game and only look forward to the job you have to do then. Und dann kommt ja noch dazu, dass eher wahrscheinlich die Mannschaft wieder auf 9 Positionen verändert wird. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ein Leon in der Startelf steht, wenn er schon heute auf der PK ist, und ein Obich wird auch spielen. Aber der Rest wird ja wahrscheinlich wieder komplett nicht mehr auf dem Feld stehen. Ja. Auf der rechten Seite, Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Obwohl Minje hat er ja schon in der Startelf. Der vielleicht noch. Wir hatten vor Ihnen eben Leon Goretzka hier. Seine Geschichte ist eine besondere, weil ihm vor der Saison gesagt wurde, dass er schwer haben würde, und auch Anfangs der Saison hat er echt wenig gespielt. Jetzt kommen wir in die heiße Phase der Saison und er spielt eine wichtige Rolle. Können Sie erklären, was sich getan hat bei Leon, damit Sie jetzt wieder ganz offensichtlich auf ihn bauen, und welche Rolle spielt er in Ihren Gedanken für die Zukunft auch? Alter, dass die Leute das aber einfach nicht raffen, oder? Jetzt mal ernsthaft, warum spielt denn ein Leon gerade? Ja, weil er es ordentlich macht, aber er spielt doch auch, weil ein Pavlovic verletzt ist. So, deswegen spielt ein Leon. Ja? So, das ist doch schon mal ein ganz großer Faktor. Und der andere ganz große Faktor ist halt auch, dass ein Palinja einfach 0 angekommen ist bei uns. Und das er wahrscheinlich auch nicht mehr wird. Ja? Und der dritte große Faktor, dass man Conny Leimer als Rechtsverteidiger sieht. Was völliger Schwachsinn ist in meinen Augen. Deswegen ist Leon überhaupt eine Option in der Mitte. Also, Junge, jetzt daraus wieder zu konstruieren, oh ja, Leon ist so wichtig und du musst den Vertrag verlängern nächstes Jahr und Alter, bleib mir weg, ey. Das ist eine Geschichte, die so oft passiert im Fußball. Du hast immer 2 Entscheidungen. Entweder hörst du auf zu arbeiten und sagst, okay, das ist nicht für mich, oder du machst einfach weiter und du versuchst. Ja, das ist auch richtig. Das ist ja, was ich vorhin sagte, wo wir auf Leon reagiert haben. Ne? Das musst du Leon noch zugutehalten. Dass er halt nicht sagt, ach ja, mir scheißegal, Hauptsache ich kassiere mein Geld. Nee, dass er arbeitet, sich reinhaut, und das ist doch alles fein. Ne? Und deswegen ist er ja auch eine ernsthafte Alternative. Aber nochmal, er profitiert natürlich von vielen, vielen anderen Faktoren. Und irgendwann kommt dieses Moment, wo entweder spielst du hier oder entweder spielst du woanders, aber du bist ready. Und das ist einfach passiert für Leon. Der hat immer weiter gekämpft, weiter trainiert. Und es war nicht einfach und er war nicht glücklich. Und es war auch gut von den Vereinen, dass die Verein ehrlich war. Ich glaube, dass es auch wichtig ist. Man kann nicht nur alles im Negative sehen. Das war auch wichtig. Aber danach hat er auf dem Platz gesprochen. Und als Trainer wünscht man sich das immer für alle, für jeden. Wir sagen das auch immer. Das ist immer
am Anfang der Saison auch die Geschichte. Man weiß, wer anfängt das erste Spiel, man weiß nie, wer in die Finale spielt. Ich habe das immer so erlebt in meiner Karriere. Aber dieses, auf Englisch gibt es ein schönes Wort davor, Resilience, was ist auf Deutsch? Ja, dieser Widerstand, dieses mentale Widerstand. Es ist einfach darüber zu sprechen, es ist nicht einfach auszuführen. Und das ist dann auch eine gute Geschichte, wie ich gesagt habe, schon vorher in der Saison, für die anderen. Weil es gibt jetzt vielleicht einige andere Spieler, die glauben, was passiert jetzt mit meiner Situation. Aber wenn die Saison anfängt und die Transferperiode ist vorbei, dann hast du eigentlich nur eine Wahl und du musst weitermachen und kämpfen um deinen Platz und dann vielleicht passiert was am Ende. Und deswegen ist die Geschichte von Leon positiv für die Kader auch, für die anderen Jungs. Und, ja, ist sehr positiv für Serge nächstes Jahr. Das haben wir ja schon bei der letzten Vertragsverlängerung gesehen. Ich glaube, das war das einzigste Mal, dass Serge mal ein halbes Jahr durchgehend gute Form hatte. Ne? Also, Serge muss liefern nächstes Jahr. Und in Zukunft, für ein halbes Jahr. Wie gesagt, über was die nächsten Jahre passiert, dann haben wir immer Leute im Verein, die da auch verantwortlich für sind, wo wir dann immer ganz offene Gespräche führen mit den Spielern. Also auf jeden Fall, wenn wir immer mit den Spielern erst kommunizieren, aber jetzt im Moment spricht immer, was auf dem Platz passiert und das ist auch meine Rolle, das immer entscheiden zu lassen. Dann wieder Seitenwechsel. Stefan Kumberger nochmal. Anschlussfrage zu Leon Goretzka. Was haben Sie persönlich konkret gemacht mit Leon? Er hat gesagt, er hat sich immer gut aufgehoben gefühlt bei Ihnen. Wie haben Sie diese Resilienz und diese Widerstandskraft bei ihm gepflegt? Haben Sie da viele Gespräche geführt? Sie werden ja nicht nur zugeschaut haben, wie er trainiert, sondern Sie werden ja da auch aktiv gewesen sein. Ja, wir haben so ein wichtiges Spiel morgen. Wir können das alles mal am Ende dieser Saison besprechen, wie ich in diese Situation umgehe. Aber ich versuche es, ich war auch Spieler. Ich versuche es nicht zu kompliziert zu machen. Wenn einer spielt, dann gibt es einen Grund und das darf der Spieler wissen. Wenn er nicht spielt, gibt es auch einen Grund. Und ob ich völlig recht habe oder nicht, das ist nicht immer der Fall, dass ich immer recht habe, aber einen Grund gibt es und er darf meine Meinung wissen, jeder Spieler. Kein Problem damit. Und das ist ein Riesenunterschied, glaube ich, zu den letzten Jahren bei uns, so auf der Trainerposition, ne? Das, was er gerade sagte. Dass jeder Spieler den Grund wissen darf. Und letztendlich muss ich sagen, ist es immer der Spieler, die sich selbst nach oben wieder reißt, hebt. Es ist der Spieler. Und die Trainer, wir sind immer da, wenn die uns die Energie geben, einfach die Jungs eine Möglichkeit zu geben, zu kämpfen um ihre Position, allen. Na, dann haben wir doch noch eine sportliche Frage sicherlich zum Schluss. Bitte. Welchen Eindruck macht Jonas Urbik auf Sie? Morgen ein sehr wichtiges Spiel, auch sehr wahrscheinlich für ihn. Spürt man da auch ein bisschen Nervosität bei ihm? Nein, alles ganz souverän, ganz ruhig und war gut im Training bis jetzt und gibt auch dieses Eindruck. Und ich habe es immer gesagt, also für mich, je größer die Spiele, desto wichtiger sind für mich die erfahrenen Spieler und die Jungs, die hier schon lange sind, die schon auf dieses Niveau gespielt haben, die müssen immer die Verantwortlichkeit nehmen für diese Spieler. Sehr, sehr wichtig. Und alle anderen in dieser Mannschaft. Ja, er war halt Führungsspieler, war? Das merkt man. Die haben bis jetzt immer geleistet, die haben bis jetzt immer geholfen. Wir haben schon ganz oft entweder ohne Manu gespielt oder Harry Kane oder Jamal Musiala gespielt, ohne dass es schon passiert diese Saison. Und wir sind immer durchgekommen mit Ergebnis oder Leistung. Und morgen erwarten wir nicht weniger. Okay, vielen Dank, Vini. Danke euch. Bis morgen hier. Servus. Ja, das werden wir dann morgen sehen, ne? Ob das irgendwie ein Faktor ist. Also ich glaube es nicht, wie gesagt. Wir reden ja nicht davon, dass man Manuel Neuer auf Top-Niveau gerade ersetzen muss. Ne? Aber natürlich kann das ein Faktor sein, ne? Man weiß es nicht. Wenn er super nervös auf einmal wird im Spiel, wenn er irgendwie
irgend so ein cooler Ding kassiert oder sowas. Mein Gott, wir werden sehen, was morgen passiert.